steht sie mittendrin, aus Eisen, Stahl und Zinn, die Ritterburg im Fabelwesenwald, im tiefen Fabelwesenwald. Hallo! Hallo! Dankeschön. Ich freue mich sehr, zum ersten Mal in einer Schule in Luxemburg zu spielen, für euch. Produzent, aber auch Komponist vom Ritter Rost bin ich. Und der allererste Ritter Rost-Band, der erschien vor 25 Jahren. Das wisst ihr sicher alle noch, oder? Na? Die Älteren, die da sitzen, die wissen das wahrscheinlich noch. Hallo, ihr Älteren? Gut, und bevor wir richtig mit der Geschichte Ritter Rost auf Kreuzfahrt loslegen, ist eine richtige Urlaubsgeschichte. Habt ihr auch bald Urlaub? Ah, wie schön. Na, dann ist das, glaube ich, heute die richtige Geschichte. Also, bevor es mit der Geschichte Ritter Rost auf Kreuzfahrt richtig losgeht, gehen wir nochmal hier dahin. Vielleicht wisst ihr ja auch, wer die einzelnen Figuren sind, die auf der Eisernen Burg wohnen. Mit ihr. Koks der Drache. Und das Besondere an Koks dem Drachen ist, dass ich ihn auf den Schallplatten und auf den Hörspielen sprechen und singen darf. Ja, ganz genau. Ja. Und dann haben wir noch jemanden. Das Burgfräulein Bö. Und heute, in der heutigen Geschichte, muss ich alle drei Figuren sprechen. Das heißt, wenn ich den Ritter spreche, dann muss ich natürlich so klingen. Also, so klingt der Ritter Rost in etwa bei mir. Ja, dann kommt Koks der Drache. Und das Burgfräulein Bö, das klingt natürlich etwas sanfter. Ja, das Burgfräulein Bö. Schön. Und eine ganz tolle Sache, als ich diese Schule betreten habe, gerade, da habe ich ganz viele Bastelarbeiten und wunderschöne Bilder von Ritter Rost gesehen. Wer hat die denn gemacht von euch? Ah, toll, Applaus. Super, super, super. Ihr seht hier ein paar kleinere Bastelarbeiten. Wer hat den ganz großen Ritter Rost hier gemacht? Ihr habt das gemacht. Kleinen Applaus für die Mädchen da hinten. Kleinen Applaus, ja. Gut, ihr habt auch mitgemacht. So, und das allererste Ritter Rost-Lied, das ich vor 25 Jahren für den allerersten Ritter Rost-Band geschrieben habe, das hieß Tief im Fabelwesenwald. Und ich werde euch das vorsingen, und wer dieses Lied nicht kennt, der wird spätestens beim zweiten oder beim dritten Mal gerne mitsingen. Tief im Fabelwesenwald, da steht sie mittendrin, aus Eisen, Stahl und Zinn, die Ritterburg im Fabelwesenwald, im tiefen Fabelwesenwald. Auf den Zinnen und in den Regenrinnen sind Spatzen aus Metall, die schauen sich überall nur nach dicken Würmern um. Aus Aluminium, tief im Fabelwesenwald, da steht sie mittendrin, aus Eisen, Stahl und Zinn, die Ritterburg im Fabelwesenwald, im tiefen Fabelwesenwald. Auf den Türmen, da steht in großen Stürmen, bei kaltem Wind und Frost, der Burgherr Ritter Rost. Nur bei Regen geht er rein
sonst rostet er noch ein. Jetzt könnt ihr alle mitsingen. Tief im Fabelwesenwald, da steht sie mittendrin, aus Eisen, Stahl und Zinn, die Ritterburg im Fabelwesenwald, im tiefen Fabelwesenwald. Und noch einmal. Tief im Fabelwesenwald, da steht sie mittendrin, aus Eisen, Stahl und Zinn, die Fabelwesenwald, im tiefen Fabelwesenwald. Und so beginnt unsere Urlaubsgeschichte. Ritter Rost auf Kreuzfahrt. Wie jetzt. Es war nämlich Sommer. Der Ritter Rost hatte sich einen freien Tag genommen. Koks der Drache hatte das Pferd gesattelt und das Burgfräulein Bö Proviant eingepackt. So waren sie dann zum Strand geritten. Guck mal, was ich dir eingepackt habe, sagte der Ritter Rost zu Koks. Ein Eimer, eine Schippe und jede Menge Förmchen. Komm, geh schön spielen. Schippe? Förmchen? Ich bin doch kein Baby mehr. Rösti, Koks, wenn ihr nichts Besseres habt, als euch zu streiten, könnt ihr mir ja helfen, Ansichtskarten zu schreiben. Schöne Postkarten aus dem Urlaub, schlug Bö vor. Nicht etwa, dass sie das gerne tat, aber was sein muss, muss sein. Na, auch ihr müsst, wenn ihr im Urlaub seid, wahrscheinlich eine Postkarte an alle schreiben, die man mag, und natürlich an die Verwandten auch. Ein Lied über das Schreiben von Urlaubspostkarten. Liebe Tante so und so, hier ist es sehr schön. Himmelblau, Sonne scheint und auf Wiedersehen. Lieber Onkel dies und das, bitte sei so lieb. Fragt die Tante sowieso, was ich gerade schrieb. Schönen Gruß und SOS, Marke drauf und per Express. Ansichtskarten, Schreibestress. Liebe Freundin, schönen Gruß, hier ist alles toll. Dann bis bald, ich mach Schluss, Karte ist schon voll. Unterschrift so groß wie geht, Marke kommt noch drauf. 100 Kilo Karten, die geb ich diesmal auf. Schönen Gruß und SOS, Marke drauf und per Express. Ansichtskarten, Schreibestress. Gnädige Frau von Hü und Hott, grüße Sie von fern. Werter Herr Studienrat, haben Sie mich mal gern. Denn so heißt ein kluger Spruch, ewig jener bleibt, der im Urlaub immer brav Ansichtskarten schreibt. Kennt ihr den Refrain schon? Ihr könnt mitsingen. Schönen Gruß und SOS, Marke drauf und per Express. Ansichtskarten, Schreibestress. Und noch einmal. Schönen Gruß und SOS, Marke drauf und per Express. Ansichtskarten, Schreibestress. Ihr könnt auch mitklatschen oder mitsingen, was ihr wollt. Schönen Gruß und SOS, Marke drauf und per Express. Ansichtskarten, Schreibestress. Toll macht ihr das. Und schnell weiter mit unserer Geschichte. Das Burgfräulein Bö wollte gerade ihre dritte Ansichtskarte aus dem Urlaub schreiben. Da schallte auf einmal eine Durchsage aus den Lautsprechern der Strandwacht. Achtung, Achtung, tönte es. Letzter Aufruf an alle Ritter. König Bleifuß der Verbogene bittet Sie dringend, sich am Passagierkai einzufinden. O je, jammerte der Ritter Rost, das riecht nach Arbeit, denn König Bleifuß der Verbogene war sein Chef und er musste immer arbeiten.
Komm, wir hauen ab. Er zog das Schlauchboot hervor, pumpte es auf, rein mit euch, besser wir verduften. Und was wird aus meinen Ansichtskarten, fragte Bö. Puh, die schreiben wir zu Hause fertig, sagte der Ritter. Merkt sowieso keiner. Damit stachen sie in See, in ihrem Schlauchboot. Und während sie losruderten, sangen sie ein fröhliches Seemannslied. Ein kleines Lied über eine Seemannsfahrt zur Insel Hiva-Oa. Auf der Fahrt nach Hiva-Oa kann man vieles sehen. Fremde Länder, fremde Sprachen, die wir nicht verstehen. Wind, wach auf, wir wollen weiter segeln. Wind, wach auf, bis wir in Hiva-Oa sind. Hiva-Oa, in Hiva-Oa sind Hiva-Oa. In Hiva-Oa sind Hiva-Oa, 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 Hiva-Oa. Auf der Fahrt nach Hiva-Oa kann man viel entdecken. Meere, die voll Haien und voll Ungeheuern stecken. Wind, wach auf, wir wollen weiter segeln. Wind, wach auf, bis wir in Hiva-Oa sind. Hiva-Oa, in Hiva-Oa sind Hiva-Oa. In Hiva-Oa sind Hiva-Oa, 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 Hiva-Oa. Auf der Fahrt nach Hiva-Oa hüte dich vor Riffen, Seeorkanen, Monsterwellen und Piratenschiffen. Wind, wach auf, wir wollen weiter segeln. Wind, wach auf, bis wir in Hiva-Oa sind. Hiva-Oa, in Hiva-Oa sind Hiva-Oa. In Hiva-Oa sind Hiva-Oa, Hiva-Oa, Hiva-Oa. Könnt ihr auch so tief? Probiert mal. Hiva-Oa, Hiva-Oa, ah, Hiva-Oa, Hiva-Oa. Schön macht ihr das. Ja, Hiva-Oa, das ist, wie ich anfangs schon erwähnte, eine Insel. Eine Insel in der Südsee. Und wenn ihr wissen wollt, wo diese wunderbare Insel Hiva-Oa liegt, dann schaut ihr nicht ins Handy. Ihr schaut auch nicht auf den Computer, sondern versucht mal eine Landkarte zu finden, wo ihr mit dem Finger sucht, wo sich Hiva-Oa in der Südsee befindet. Eine wunderschöne Insel. Auf der Fahrt nach Hiva-Oa musst du viel entbehren. Von einem Zwieback musst du dich 4 Monate ernähren. Wind, wach auf, wir wollen weiter segeln. Wind, wach auf, bis wir in Hiva-Oa sind. Hiva-Oa, in Hiva-Oa sind Hiva-Oa. Ja, die 3 im Schlauchboot, ihr seht sie, die trieben jetzt an einer Insel vorbei, auf der Leute winkten. Rief Bö zurück. Plötzlich aber stutzte sie und sagte, wisst ihr was? Ich glaube, die wollen uns gar nicht grüßen, die wollen uns warnen. Boah! So ein Quatsch, erwiderte der Ritter. Wovor sollen die uns denn warnen? Weiß ich nicht. Vor einem Seeungeheuer vielleicht? Puh! Seeungeheuer gibt es nicht, behauptete der Ritter. Wenn es nämlich welche gäbe, dann müsste ich als tapferer Rittersmann dagegen kämpfen. Und ich bin im Urlaub, also keine Chance. Ich bin im Urlaub. Also entspannt euch, es gibt keine Seeungeheuer, niemals. Wir sind heute hier, um mal gar nichts zu machen. Und das macht ihr auch bald, ne? Im Urlaub, versucht das einfach mal, gar nichts zu machen. Hier ein kleines Lied, wo ihr das lernen könnt. Einfach mal entspannen, relaxen, gar nichts machen. Ihr könnt ein bisschen gähnen. Könnt ihr mal gähnen? Ah, das könnt ihr gut.
weit fort, an einen ganz tollen Ort, mit ganz viel Sonne und langem Strand, raus aus dem Schlauchboot und in den Sand. Mal endlich Zeit, um nichts zu machen, auf Luftmatratzen fallen und Düsen nebenquallen. Mal endlich Zeit, um nichts zu machen, mal endlich gar nichts tun, gähnen. Mal endlich gar nichts tun. Wunderbar macht ihr das mit dem Gähnen. Oh Mann, schau dir mal die anderen an. Die fahren Fahrrad, gehen in Museen, die wollen im Urlaub die Welt verstehen. Mit keiner Zeit, um nichts zu machen, die düsen hin und her, abends im Urlaub schwer. Mit keiner Zeit, um nichts zu machen und wirklich nichts zu tun. Mal wirklich gar nichts tun. Und nochmal herzhaft gähnen. Ach so, ihr seid da. Gut. Ja, so schipperten sie eine Weile dahin. Kein Wölkchen weit und breit, freute sich der Ritter Rost. Genau so stellt man sich einen super Urlaub vor. Doch, da ist ein Wölkchen, sagte Koks und zeigte zum Horizont. Das zählt aber nicht, Koks. Da ist ein Wölkchen. Sei still, Koks. Da ist ein Wölkchen. Du nervst. Wölkchen. Doch dann wurde das Wölkchen immer größer und dunkler, bis es sich schließlich zu einem tobenden Sturm ausgewachsen hatte. Zählt es jetzt? Fragte Koks. Oh Gott, sagte Bö, wir müssen hier verschwinden. Doch es war bereits zu spät. Ein Strudel erfasste das Boot und zog es in die Tiefe. Auf einmal fanden sich die drei unter Wasser wieder. Zum Glück war im Schlauchboot genügend Luft, sodass sie sich weiter unterhalten konnten. Um sie herum wimmelte es von den erstaunlichsten Fischen und Meereslebewesen. Macht ihr demnächst auch einen Urlaub unter dem Meer? Tief im Meer? Ihr habt alle keinen Tauchschein? Doch, du hast einen Tauchschein. Also er kann sich die Fische anschauen. Die anderen können ja ins Aquarium gehen und sich da bequem hinter den Scheiben all die Fische ansehen. Wenn du ins Aquarium gehst, vor den großen Scheiben stehst, sperre weit die Augen auf. Fische gibt es hier zuhauf. Den Dosenfisch verführerisch, den Beibauchfisch. Schwimm, schwamm, schwumm, schwimm, schwamm, schwumm. Fische im Aquarium. Manche klug,
manche dumm, schwimm, schwamm, schwumm. Wie sie schwerelos dort ziehen, Goldfisch, kleiner Harlekin, und da drüben malerisch schwimmt der Regenbogenfisch. Oh, was saust denn hier vorbei? Mensch, das ist ein echter Hai. Schwimm, schwamm, schwumm, schwimm, schwamm, schwumm, Fische im Aquarium, manche klug, manche dumm, schwimm, schwamm, schwumm. Ihr könnt mir helfen, ich singe den Refrain nochmal und dann macht ihr die Fische nach. Schwimm, schwamm, schwumm, schwimm, schwamm, schwumm, Fische im Aquarium, manche klug, manche schwimm, schwamm, schwumm. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, oben auf der Wasseroberfläche wütete der Sturm und unten wütete der Strudel. Was konnten sie tun? Auf einmal begegneten sie einem Schwarm Seenadeln. Ihr kennt Seenadeln? Sehen aus wie Seepferdchen, sind nur ganz lang. Guck mal, Sie wollen mir aus der Hand fressen, freute sich Koks. Kommt näher, ihr Süßen. Put, 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 put. Put, put, au. Bäh, Sie haben mich gestochen. Doch eigentlich hatten es die Seenadeln gar nicht auf Koks den Drachen abgesehen, sondern auf das Schlauchboot. Einen Moment später hatten sie es schon aufgestochen und alle Luft entwich. Plötzlich näherte sich ein riesiger Schatten. Es war ein gewaltiger Fisch mit einem Maul so groß wie ein Garagentor. Ein einziger Haps und es hatte unsere Freunde heruntergeschluckt. Ach, wie schön! Rettung in letzter Sekunde, keuchte Bö. Denn zu ihrer Verwunderung befanden sie sich in einem riesigen, was auch immer, aber innen drin war es schön. Bequeme Sessel, ein Kühlschrank voll leckerer Getränke. Durch Bullaugen konnte man nach draußen sehen und eine Jukebox spielte wunderschöne Lieder. Echt galaktisch gut hier, fand Koks. Da ist ein Schälchen mit Gummibärchen, eins mit kandierten Büroklammern und sogar eine Eiswürfelmaschine. Aber wo sind wir hier gelandet? Fragte der Ritter Rost. Ist das denn eines dieser Seeungeheuer, die es überhaupt nicht gibt? Ich glaube, das sieht eher aus wie ein Walfisch. Nein, Quatsch, sagte Koks. Es ist kein Walfisch, sondern eine Walheimat. Schaut mal auf das Schild da. Und was auf diesem Schild stand, das lese ich euch selbstverständlich vor. Werter Gast, Sie befinden sich im Inneren einer Walheimat. Das ist ein Wesen, das unablässig die Meere nach Schiffbrüchigen absucht, um sie zu retten. Der Lohn der Walheimat ist ihre Dankbarkeit, von der sie sich ernährt. Fühlen Sie sich also bitte wie zu Hause und vergessen Sie nicht, sich hinterher ausgiebig zu bedanken. Plötzlich klopfte es und ein möbelwagengroßes Wesen mit Flossen und überlangem Hals lugte durch die Bullaugen. Potzwellen, Hilfe und Stachelschreck, rief der Ritter Rost. Ein Seeungeheuer. Quatsch, sagte Koks.
Das ist nur Nessie. Ja, mein herzallerliebstes Cousinchen. Kennt ihr Nessie? Und wo lebt Nessie? In China? Die beiden hatten sich nämlich schon mehrere Millionen Jahre nicht gesehen. Dementsprechend groß war ihre Wiedersehensfreude. Natürlich hatten sie sich jede Menge zu erzählen. Schließlich fragte Nessie die drei: Was macht ihr hier unten eigentlich? Kann ich euch helfen? Oh ja, das kannst du, sagte Bö, nämlich indem du diese Walfischheimat dazu bringst, hochzutauchen und uns endlich mal hier rauszulassen. Ja, das ist super. Aber Nessie, gib mir vorher noch deine Adresse Fürs nächste Mal. Ach, wisst ihr, sagte das Seeungeheuer, die Adresse ist ganz einfach. Ich wohne im Loch Ness, ganz tief unten. Ich kannte mal eine Drachenbraut, die war ein bisschen eigen. Sie wollte von zu Hause weg, um Berge zu besteigen. Sie reiste durch die ganze Welt, bis dass sie auf was stieß. Nen See, der ihr gefiel und wo sie sich dann niederließ. Oh, 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 Nessie, 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 ich werd dich nie vergessen. Komm, gib mir dein Adresse, dann besuche ich dich. Nessie, 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 ich werd dich nie vergessen. Komm, gib mir dein Adresse, dann besuche ich dich. Der See war kalt und ziemlich tief, Loch Ness, das war sein Name. Man sah sie manchmal in der Flut und machte mit Reklame. Doch Nessie tauchte immer ab, wenn man nach ihr gesucht. So sucht man sie noch heute und der See gilt als verflucht. Oh, 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 Nessie, 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 ich werd dich nie vergessen. Komm, gib mir dein Adresse, dann besuche ich dich. Nessie, 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 ich werd dich nie vergessen. Komm, gib mir dein Adresse, dann besuche ich dich. Ich würd sie gern mal wiedersehen, wir waren mal ganz dicke. Es ist so viel seither geschehen mit unserer alten Clique. Doch leider ist der See so tief und auch entsprechend groß. Wenn man nicht die Adresse hat, dann ist es hoffnungslos. Ich glaube, ihr könnt jetzt mitsingen. Oh, 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 Nessie, 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 ich werd dich nie vergessen. Komm, gib mir deine Adresse, dann besuche ich dich jetzt alle. Nessie, 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 ich werd dich nie vergessen. Komm, gib mir deine Adresse, dann besuche ich dich. Schön mitgesungen, vielen Dank. Ja. Ja, nun das Ende unserer Geschichte. Wisst ihr noch, wie die Geschichte angefangen ist? Ritter Rost war geflüchtet. Wisst ihr auch vor wem? Ja, vor der Arbeit. Ne? Das würde jeder gerne machen, vor der Arbeit fliehen. Ja, mal schauen, ob der Ritter Rost es geschafft hat. Nessie packte die Walheimat mit ihren Flossen an der Nase und zog sie nach oben Richtung Meeresoberfläche. Schließlich tauchte sie aus den Fluten auf und tat ihr riesiges Maul auf. »Großes Schiff voraus«, rief der Ritter Rost. »Los, springt alle in das Schlauchboot.« »Vielen Dank für unsere Rettung«, sagte das Burgfräulein noch zur Walheimat. Da schmatzte die Walheimat begeistert, denn sie ernährte sich ja von Dankbarkeit und sie war auch schon ganz ausgehungert. Als sie satt war, rülpste sie noch einmal kurz und tauchte wieder ab, um weitere Schiffbrüchige zu retten. Das große Schiff aber, von dem der Ritter Rost sprach, gehörte niemand anderem als König Bleifuß dem Verbogenen. Ha! Da sind wir ja endlich komplett, begrüßte er die drei. Ich veranstalte hier nämlich eine kleine Überraschungskreuzfahrt für meine Ritter. Oh, sagte der Ritter Rost. Keine Arbeit, keine zusätzlichen Ritteraufgaben?
Ganz im Gegenteil, lachte der König. Ich wollte Sie einladen und freue mich, dass Sie Ihren Weg doch noch hierher gefunden haben. Entspannen Sie sich mal schön auf meine Kosten. Ha, sehr gerne sogar, sagte der Ritter Rost. Hauptsache keine Arbeit. Und wir beide schreiben so lange Urlaubspostkarten, sagte Bö. Nicht wahr, Koks? Boah, maulte der Drache. Nö. machen wir es lieber so. Du schreibst jetzt eine einzige Karte, ich gehe zum Kopierer, mache 1000 Kopien und dann bleibt uns mehr Zeit für Ferien. Denn wir machen alle Ferien, la. Und wir machen alle Ferien, la. Ferien, hört mal alle her. Schlauchboot, Meer und Sonnenöl, was will man denn noch mehr? Ferien, alle kommen raus. Das Steuerruder stellen wir ein, direkt in Richtung Sonnenschein. Dann geht es ganz entspannt von selber geradeaus. Denn wir machen alle Ferien, la. Denn wir machen alle Ferien, la. Könnt ihr selber singen? Ferien. Ja, wir singen alle Ferien, la. Ferien, endlich sind wir da. Packt das große Handtuch raus, ins Wasser schnell, hurra. Ferien, die Sonne brennt schön heiß. Wir bauen Burgen aus dem Matsch und machen jede Menge Quatsch. Und jede Stunde gibt es lecker Erdbeereis. Und wir machen alle Ferien. Ja, wir machen alle Ferien. La. Ferien. Ja, wir machen alle Ferien. Jetzt kommt die letzte Strophe, hört genau zu. Ferien, Arbeit bleibt zu Haus. Wir kämpfen nicht, wir kochen nicht, wir ruhen uns einfach aus. Ferien, 2 Zentner Sonnenschein. Wir müssen nichts, wir sollen nichts, wir brauchen und wir wollen nichts. Doch abends gehen wir ins Lokal, das muss schon sein. Denn wir machen alle Ferien, la. Und wir machen alle Ferien, la. Jetzt mal diese Seite. Andere Seite. Auch mal diese Seite. La. Ferien, la. Die Erwachsenen. Nur die Erwachsenen. Aha, sehr schön. Und? Die Kinder antworten. Ach, wie schön singt ihr. Wunderbar. Vielen Dank. Ich glaube, wir verabschieden uns voneinander. Bevor es wieder zurückgeht in die Heimat, möchte ich mit euch noch einmal tief im Fabelwesenwald singen, ja? Tief im Fabelwesenwald, da steht sie mittendrin, aus Eisen, Stahl und Zinn, die Ritterburg im Fabelwesenwald, im tiefen Fabelwesenwald. Auf den Zinnen und in den Regenrinnen sind Spatzen aus Metall, die schauen sich überall nur nach dicken Würmern um. Aus Aluminium, tief im Fabelwesenwald,
da steht sie mittendrin, aus Eisen, Stahl und Zinn, die Ritterburg im Fabelwesenwald, im tiefen Fabelwesenwald. Auf den Türmen, da steht in großen Stürmen, bei kaltem Wind und Rost, der Burgherr Rost, nur bei Regen geht er rein, sonst rostet er noch einmal noch alle. Tief im Fabelwesenwald, da steht sie mittendrin, aus Eisen, Stahl und Zinn, die Ritterburg im Fabelwesenwald, im tiefen Fabelwesenwald. Tief im Fabelwesenwald, da steht sie mittendrin, aus Eisen, Stahl und Zinn, die Ritterburg im Fabelwesenwald, im tiefen Fabelwesenwald. Auf den Zinnen und in den Regenrinnen sind Spatzen aus Metall, die schauen sich überall nur nach dicken Würmern um. Aus Aluminium